Von der, weil wir bloß noch wieder kicken in Genode, aber ich dachte, ich will nicht mitträgen. Und die erste Sonntag seht wie, dass wir können uns Genode nicht verdienen. Gott ja uns Genode. Und wir können nicht sagen, wir schaffen, dass wir die kriegen, aber das ist ein Geschenk, was du frei hast, und wir kriegen das bloß für frei. Und du sagst, dankbar für wen. Ich brauche Gott seine Genode jeden Tag. Mir fehlt jeden Tag. Mir fehlt es von dir Leben. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott seine Genode ist. Und wir sehen, wir können uns da nicht verdienen, aber Gott ja uns da wen. Wir haben Gott, der uns läuft, Gott, der uns gut ist. Und das ist, warum wir hier sind, wegen Gott ist uns gut, Gott seine Genode ist hier. Und dann Ferien sind auch gekickt wie im Bett, was Gott seine Genode uns geben wird. Oder wenn wir Gott seine Genode an uns haben, wir sehen, der kämpft auf, der rat uns, und dann hofft er uns, dass wir können, wenn wir gerat sind, wenn wir Gott gut sind, go wir rüt und wir don't actually doing, oder wir gehen Lied halten, wenn Gott uns gerat hat und wenn wir wollen Genode bewiesen für den anderen. Und nicht bloß dort Gott seine Genode ist, die hilft uns, dass wir durchkommen an das Leben, wo wir beim leben. Und die gibt uns immer weiter die Kraft in dem Mut Pferdeweich zu gehen, dass wir leben können. Von der, Jan hat mich von das reden und dort ist, und ich freue mich, dass die wollen mit mir bleiben für die nächsten paar Minuten, aber Gott seine Genode, dass wir das eine Gelegenheit geben. Vielmal in unserem Leben kommen wir so weit, dass wir wollen abgeben oder dass wir vielleicht abgeben wollen. Und ich bin von der bloß gekommen, dass die sagen, gib nicht ab. Wenn wir von der Band leben, wenn wir durchgehen, ich will bloß sagen, dass gib nicht ab. Wenn Gott seine Genode hast, weil wir dir eine Gelegenheit geben. Und ich glaube, wenn wir mit Gott seine Genode gehen, dann können wir, wo immer wir ankommen, dann wo immer wir Band sind, dann können wir Pferdeweich gehen und wir wollen rüberkommen, wir wollen an sich gelebt haben. Amen. So, bevor wir da hingehen, will ich bloß ein paar Verse lesen, was mir wichtig sind, was uns sollen halten, damit wir das verstehen können, wer Gott ist und dass Gott gut ist und dass Gott uns gerufen hat. Wenn wir schon länger für Christus gelebt haben und wir schon länger am Glauben gewandelt haben, dann leben wir in der Gefahr, dass die Zeit kommt, wo wir Dinge nicht mal so ernst nehmen. Ich weiß, wenn Jesus mich hat geraten und wenn Jesus mich geraten hat, mir wird es so wichtig, mir wird es so, ich will alles tun, was ich kann für ihn. Und mir wird es so klar, dass wir heute, was mir geraten haben, dass ich nicht selbst was mit zu tun gehabt habe, nicht wie das, dass ich heute geglaubt. Und aber einmal durch im Leben, dann auf einmal dann vergeht wir davon und dann fangen wir an, actually gleichaltig an zu leben. Und ich will uns von der bloß denken halten. Jesus sagt dann in Matthäus Kapitel 10, wenn ich reich bin, du sagst, es ist das. Und Johannes, halt mit Johannes Kapitel 15, Vers 16. Du sagst, hey, dort heu hat uns geroten und heu hat uns gewählt, nicht wie arm. Und da merkt für mich ein großer Unterschied in meinem Leben. Wenn ich dann denke, dass Jesus raubt mich, Jesus hat mich gewählt, dann auf einmal ist das ein anderes Bild, als wenn ich glaube, dass ich ihn gewählt. Weil die heu raubt uns, heu hat uns gesagt, heu hat einen Plan für unser Leben. Heu sagt, das ist, was ich will haben von dir. Und heu gibt uns sein Wort und heu gibt uns sein Yes. Und heu sagt, dass ich hatte geraubt, ich will haben, dass du sollst für mich leben. Und das ist, warum heu so gut ist. Ich würde sagen, wenn ihr in die Bibel da habt, dreht da an Johannes Kapitel 15, Vers 16 und sagt es das. Ihr habt mich nicht gewählt, aber ich habe euch gewählt und umgestellt, dass die gehen in Frucht trauen, Frucht, die du bleiben wird. Wunderbar. Jesus Christus hat uns gewählt, er hat uns gerufen, und nicht wie arm. Und wenn er uns gerufen hat, dann merkt die ganze Unterschied. Mir fällt es eine Geschichte, wie das ein kleiner Junge kommt und stur, und er hat wenig Geld mit, aber über dem sagt er steht und er guckt nur eine Dose voll Kinder und er sagt, weil mal erst den, der dort stur bedeutet, am Wort und alt, dass er bloß steht und er wird bloß Licht raufkicken, und er kann auf einmal sagt er, hey, für das Geld, was du mit hast, du kannst eine ganze Hand Kinder nehmen. Und er nimmt never seine Hand voll Kinder. Der steht bloß und kickt die Hand. Und der Mann, was du bedeutet, er war meist verdrissen, immer kommt er vorbei und Futter durcheinander und jaft eine Hand voll Kinder. Und so sagt das Kleine, das ist, was ich will haben, wenn an deiner Hand
kann so viel mehr nehmen als meine Hand. Und hij will han, hij soll die eruit nehmen und een andere hand vergeben. En dat is wat ik zei, dat Jesus heeft ons geroepen, niet wie arm. In zo'n onderscheid is, dus van een grote hand en een kleine hand, en dat kan hij dan voeten, en bloos nog veel grater, en zeg, hier is het, ik wil je dat geven. Want je, wanneer ik denk aan genoeg, we hebben zoveel, dat is een ganze pakket dat we ons geven, dat we hebben genoeg gekregen, dat we leven kan hebben, ons gewählt hebben, ons geroepen, en hij zegt, nu wandelt bloos du bent. Nog een vers wat mij zei, wichtig ist, wat we veel hören doen, und wo im Neuen Testament auch mit kämpfen deuten. Galater Kapitel 2, Vers 21, da sagt Paulus ist das, ich do nicht Gott sie nicht Not verschmieden, aber wir hören von dir, und wir hören dann viel, da lied wir immer weiter geneigt, dass wir wollen trägen gesagt. Und von dir, ich dachte bloß einfach nur, ich bin so dankbar für die Gnade, ich bin so dankbar, dass Jesus kommt dort und uns die Gnade bringt dort, weil wenn die Lied noch hier, dass gesagt leben deuten, die kamen nicht das Taub, was wir von der Taub kommen. Die kamen taub und die brauchten ihre Schub, ihre Lame, ihre Döven, was immer die Mat brauchten. Die brauchten alle einen Tempel wehen und Wörter, die Abfahrt wehen, die wir noch nicht ihre genug. Und Jesus kam, die Bibel sagt uns, in 1. Johannes, Johannes Kapitel 1, Vers 17, dort genug kam durch Jesus Christus, aber das gesagt, kam durch Moses. Und von der kann wir taub kommen, wenn wir in genug leben und wir sind so gesehen. Und durch so ein großer Chance, dus een grote mogelijkheid dat we ervan vergeten. Dan ons is het niet meer zo wichtig. En we zien eerst al in de klas wat we horen, dat Jesus heeft ons hierop, Jesus kwam erop en hij wil ons. Weet je, dat zo'n onderscheid, wanneer we dat weten, dat Jesus ons leven deed. En een paar weer wat ik proef te zijn, dat Jesus wil, Jesus is die God, en dat is waarom we kunnen hier deze genoeg leven. En dat heeft niet zoveel te doen met wie ik zijn en wie du bist, aber wenn Jesus raufkommt, dat Jesus zegt, ik geloof die en ik wil gaan dat ganz beste voor ihn leven. En du zijn zo dankbaar voor. Genoeg is meer als bloos als we nog mal hören, dat we nu kan zin gaan en wat genoeg wassen. Weet je, ik las de Bibel en dan zal ik vielleicht nog maar lezen en ik wil je bloos snel maken, lees de Bibel, aber wenn je de Bibel doorgaan, draait nur Titus, Kapitel 1, Kapitel 2. Du zijn een paar vers wat mij wichtig zijn, wat we van genoeg reden doen. Dat meest krijg je in je Bibel, niet met vers Hebräer. Du wil je Titus vangen, Titus Kapitel 2, vers 11 en 12. En dem ik heb een onderscheid aan mijn leven, wenn ik dat lezen doe. Dat zegt es dit. Wegen Gott seine säulich mehr und die Gnade als für alle Menschen für ein Tag gekommen, der lehrt uns auch, die gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Halt ein bisschen still. Was ist Gott seine Gnade, oder was ist Gott seine Gnade? Gott seine Gnade ist da, um uns zu lehren. Und das ist eine Sache, die wir nicht hören von der und da. Wir gleichen alle, dass wir hören, Gott seine Gnade ist, wenn wir fehlen, dann ist Gott seine Gnade und dann können wir Vergebung kriegen, wenn Gott seine Gnade ist, jeder Tag nie. Aber hier sagt die Bibel uns, sie sagt, Gott seine Gnade ist, um uns zu lehren. Gott seine Gnade ist, um dass wir nicht kennen, durch ein Leben gehen, dass wir sollen, und es steht mehr zu unserer Liste mehr, um was wir alles können tun und was wir noch können tun, wenn wir in Gnade sind. Hier sagt er, Gott seine Gnade ist, dass wir sollen an unsere Nicht-Tun-Liste mehr sein. Ich darf das nicht tun, wenn Gott seine Gnade ist, und der lehrt uns, dass ich soll nicht ein Leben leben, was du weltlich ist. Wir sollen nicht ein Leben leben, was ein Sinn ist. Gott seine Gnade lehrt uns, dass wir sollen ein Leben leben, was du heilig ist, was du aufrichtig ist, was du gesehen ist, was du für Gott bestehen wird. Und Gott seine Gnade gibt uns die Kraft, dort zu tun, und wir können diesen Weg gehen. Und da merkt ein Unterschied, wenn wir dort denken, und wenn der ist nicht da, dann sein Bericht bekommt, wie kann gehen. Gott seine Gnade lehrt uns, und er sagt, dass wir wollen weich bleiben, dass wir wollen weich bleiben von der Sinne, dass wir uns wollen reinholen, dass wir wollen ein Leben leben, das bestehen wird, dass wir uns selbst beherrschen wollen, und dass wir wollen fairer weich gehen, und nicht sein, was ich alles tun kann, aber lieber sein, was darf ich nicht tun, wenn Gott seine Gnade sagt, die will uns lehren, dass wir ein Leben leben, was Gott ist, was bestehen wird. Wenn er sagt,
die lehrt uns auch da, gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein. Das ist so leicht für uns, dass wir bloß mitgehen. Weil dir das Sprichwort von dir sagt, alle Mann tätet, woran würde ich dort nicht tun? Alle Mann geht diesen Weg, woran würde ich dort nicht gehen? Aber genau sage ich, du darfst nicht. Gott sei nicht genug lehrt uns, dass wir wollen leben, wo du rein ist, wo diese weltlichen Dinge, die Dinge, wo du nicht gut sind für uns, dass wir wollen oft sein und wir wollen nicht mitgehen mit euch, wir wollen uns über reinholen, wir wollen bestehen, wir wollen dort nicht tun. Weil Gott ist so gut zu uns und er lehrt uns durch sein Wort und er sagt, die genau das tun, um dass du erkennen, leben, wo du wird bestehen, ein Leben, wo du wird rein sein, sodass zu dem Tag, wo andere uns wollen sein, die wollen sein, du lebst anders, als was ich die meiste kann. Und wenn die dann Frauen und haben und sagen, wir leben es nicht, wenn Gott sie nicht genug, Gott sein Wort lehrt mich, das ist ein Leben, wo ich leben soll und ich darf nicht an Sünden leben. Und du seid dankbar für, und ich will dir bloß sagen, Gott sei nicht genug als du, dass wir ein Leben kann leben, was du bestehen hast, dass wir ein Leben leben, was du gut ist, was du gesund ist, und dass wir kein Verweich gehen. Was die Bibel sagt, doch was der Herr, was in Matthäus 10, 27 sagt die Bibel uns, wo Herr uns an dies drin sagt, dass wir gehen am Licht, oder am Tag predigen, dass wir gehen wiederbringen. Und ich sage immer weiter, dass wir kein Verweich gehen, dass Gott sie nicht not. Aber ich will bloß sagen, wenn du wem sein das, wenn du in Sünder sein das, was du bekehrt hast, was du herumgedreht hast, was du auf Busse tun, das ist nicht von sich selbst, das ist wegen der Haft Gott sie nicht genug begehen, und das ist, warum das herumgedreht, und das ist, warum du dort leben kann, leben, was du leben wird. Nicht wegen Heu, aber wegen Gott. Seht, mir nicht genug das tun, er nimmt das an und er lebt herweich. Wir wollen eine Geschichte bekennen, wo wir fangen in der Bibel, und weil wir sein von der Talier. Gott sie nicht nur lehrt uns, dass wir sollen, dass wir können leben, was du bestehen wird, und nicht bloß dort, haben sie nicht nur das, dass wir können verweich gehen im Leben, und dass wir können, und dass wir sollen mit den anderen genug mitbeweisen, dass wir den anderen sollen halten. Hier haben wir eine Geschichte in Johannes Kapitel 8. Die Geschichte haben wir fertig gehört. Wir wollen bloß ein paar Minuten nachdenken von dir. Das ist eine Geschichte, die mir wichtig ist, wenn ich sehe, in jeder einer weiß dort, dass wir brauchen, dass Gott uns gnädig ist. Wir brauchen, dass Gott genug hat für uns, weil wir sind nicht perfekt. Wir leben in einer Welt, wo wir fehlen und wo wir frei oder mutwillig sind. Und Gott ist nicht genug, das tun. Und Jesus lebt unser bestes Vorbild. Jesus weiß dort, dass er hat genug an uns. Er weiß, wenn wir fehlen, dass er uns never verloren, dass er durch sein für uns, er wird anstehen für uns. Und hier haben wir die Geschichte, was wir fangen dann, wo, und ich will die Vers bloß lesen, aber wir trägen. Und das sage ich in Johannes Kapitel 8, Vers 3, dann brachten die Schriftgelehrten, die Pharisäer, eine frühe Abend, die sie beim Ehebruch betroffen hatten, und als sie durch die Meer angestellt hatten, sehen sie an, Lehrer, diese früh wird beim Ehebruch gegriffen. Moses in das Gesetz Moses hat uns ein Gesetz Gebot gegeben, so eine frühes zu steinigen, was sagst du dazu? Ich probiere es immer, mir ein Bild zu merken, oder immer, wenn ich die Bibel lesen darf. Und Jesus, als er taub, er hat eine gute Zeit, er ist mit seinen Jüngern hier, und sind mehr sicher in der Menschenraum, er lehrt die durch, und sie haben eine gute Zeit. Und dann auf einmal, dann sehen sie dort, kam eine Schar Menschen an, und sie sind rein abgeregt, und ich stelle mich vor, dass die Leute her, sie reden einer zu den anderen, wer will sein, was alles wird passieren. Und wenn sie bei Jesus kommen, dann, und sie kommen bloß durch die Menschen, dadurch für Jesus, und wenn sie für Jesus kommen, sagen sie, geht mal hier. Und ich glaube, alle Menschen, wer es auch ankommt, die wissen dort, dass hier wird was erreicht. Wenn sie sehen, wir haben das, die Bibel sagt, sie hatten das früh gegeben, beim Ehebruch, beim, wenn sie angehorsam wird, hatten sie die gegeben, und wenn sie die daheim bringen, dann, ich glaube nicht, dass die waren Hand geladen haben, dass sie sich erst abdressen, ihr Haar streichen, was immer das muss sein, dass sie früh wird, Mäden abgegossen, da wird nur Jesus geschlafen,
in der Wort für Jesus gestellt, und die Pharisäer hoorden da doen, en ik stel me voor, ze zeiden, waarom zijn wat passiert? 2 reden hier en 3 reden doen, ze zeiden, wat passiert? Ze brengen die voor Jezus, en wenn ze die voor Jezus aan, en zeggen ze, kijk mal hier, Jesus, wir haben die was gebracht. Ich weiß, du wirst getragen, du hast all diese Menschen hier, aber wir haben hier in Kassel, das ist sehr wichtig. Wir haben diese frühe Geräten beim Ehebruch, und dort ist Sinn, und dort ist Anreichen, wie man hier mal handeln, und sie brachten die für Jesus, und ich stelle mir vor, sie schubsen die nach der Latze in die Hand, und sie sagten, hier hast du, hör mal her, Moses sagt, das ist so eine frühe Stadt, die frühe Stadt, das ist das Leben da, die wird an dieses Leben da, danach fängt die Hand dabei gegeben, die sollen gesteinigt werden. Und ich will die von dir ein Ding sagen, dort Menschen, die gleichen Rechten, die reden immer zu sehr, die reden zu lang. Und diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie kommen daheim und sie reden und sie reden. Sie sehen, Moses hat das gesagt, sagt, dass so eine frühe Stadt soll gesteinigt werden. Meister, was sagst du dazu? Was passieren wird, wenn wir gleichen Rechten, wenn wir Menschen sind, die gleichen Rechten, oder die selbst gerecht sind, dann reden wir und reden wir reden so lang. Wir reden so lange, bei uns von der Batterie dort gehen, und wir kommen nach Hause und wir fangen an zu reden. Wir sagen, hast du gehört, was Jan und Jane Person getan haben? Hast du gehört, was Jane gesagt haben, wo die gelebt haben? Und wir reden so sehr. Wenn Jesus dort hören wird, wenn sie würden haben abgehört und würden gesagt haben, Moses und das gesagt sagt uns, so eine frühe Stadt soll gesteinigt werden. Ich stelle mir vor, Jesus würde an Teuer kicken, wo die gekickt haben, wo die dann gesteinigt werden. Wo wen das wird für mehrere 1000 Jahre einmal passiert. Du wirst gleich so eine Frau mal sein, was wir nicht wollen tun. Das gesagt ist ganz klar, wenn der Ehebruch wird, so eine frühe Stadt soll gesteinigt werden. Aber diese Lieder reden zu sehr. Und sie brachten diese früh nur der Anrechte steht, wenn sie wollen anrechten. Ihre Gedanken wären 2 Dinge. Sie wollen Jesus versehen, aber sie wollen auch sein, was sie wollen, kann diese früh verdammen. Wenn du wir keine Genug beehrt, wenn wir sind begonnen haben. Sie gleichen dazu wissen, dass wir haben die Macht, wir können die Dinge tun. Aber wenn sie für Jesus sind und sie so lange geredet haben, dann bicht Jesus sich durch. Und die Bibel sagt uns, wenn ihr lesen, er bicht sich durch und er fängt an zu schreiben. Und ich weiß nicht, was er zu sagen hat heute früh. Aber ich merke mir im Bild, dass Jesus sagt, weißt du, wenn diese die kommen verklären, wenn diese die kommen verdammen, ich will die nicht verdammen. Ich will mich durchbeten für die. Ich bin wahrlich aufzuregen, aber du würdest besser die zu halten. Und ich dachte so, man, was ist das für ein Bild? Dort ist Krieg, was Jesus tat für mein Leben. Dort ist, wo wir, wenn das Lied mich verdammen will, wenn das Lied dich verdammen will, dann kommt Jesus drauf und er sagt, weißt du was, mich so kriegen, dann ich kann wahrlich mich durchbeten. Ich bin wahrlich schwinsch zu werden. Ich bin wahrlich den Spott zu leiden. Ich bin wahrlich um Kreuz zu gehen für dich, sodass du nicht brauchst, verdammt worden. Und er ist durchgebeten, dass er früh steht und lügt, was wird passieren. Und er reicht sich ab und er guckt nur seine Verklärung, er hört die an, er guckt nur, was gebracht wird. Und er fragt ihn, er sagt, wenn wer von jenen Unsünden ist, dann schmied den Stein, dann sei ihr nicht frei, dann kann ihr anfangen zu steinigen. Und weil ihr der Einzige, was du heute könnt, in Stein schmieden, der hat keine Steine an seine Füße mit. Alle anderen, die kommen rein. Ich stelle mich vor, die kommen rein mit den Steinen an ihre Hände. Und sehen, wenn Jesus einmal was sagen, go, dann würde er lustig gliedert. Aber Jesus backt sich durch und er sagt, wacht ein bisschen. Und dann dachte ich, dann würde er sagen, dass durch Moses haben dort gesagt, aber durch Jesus Christus kommt die Gnade und die Gerechtigkeit, die Wahrheit. Meine Frau ist, wo legst du nicht rein, andere zu verdammen? Jesus Christus hat könnt, dass er früh verdammt. Hat wir Unsinn. Und ich weiß nicht, was sie noch mal so feilen, aber ich weiß, wir leben von der in der Welt, wo viele Lieder rumgehen und sie sagen, weil ich glaube nicht, dass Gott mir leben wird. Ich glaube, Gott ist nicht für mich. Wenn Gott für mich wieder wird, in der Stadt reden sie wieder. Ich will bloß sagen, dass Gott läuft die. Jesus ist die Gott. Jesus hat uns verdammt, aber Jesus sagt, ich bin wahrlich raufzukommen. Ich bin wahrlich mich schwinst zu mir. Ich bin wahrlich die Strafe, die du verdient hast, auch mitzunehmen. Und wenn die Verklärer dort hören deuten, was Jesus sagt, dass Jesus sagt, wenn irgendwer Unsinn ist, dann darf wir den ersten Stein schmieden, dann darf wir anfangen zu schmieden. Die Bibel sagt, sie ging von den Alten, bei den ganz Letzten, alle weich. Und wenn sie weich werden, Jesus backt sich freistohlen, er schreibt wieder ab ihr. Und für mich wieder bloß ein Zeichen, Jesus sagt, weißt du was, früh, wenn du frisch warst, wenn du frisch warst, singen, ich war durch sein, meine Not war durch sein für die, ich war die nicht verdammt werden, ich bin gekommen, zu erlösen. Ich bin gekommen, zu raten, nicht zu verdammen.
Weil gerade als Dinge schaut, wenn wir gleichen erreichen, wenn wir Menschen sind, die durch Salz hier reich sind, dann haben wir einen Trouble mit Salz erreichen. Wir werden gleichen zu verdammen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um den zu raten. Ich bin gekommen, um Gnade und Mitleid zu beweisen für ihn. In dieser Früh, wenn sie sagen, dass dort alle weich sind, Jesus reicht sich drauf, er guckt nur die Früh und sagt, haft die keiner verdammt? Diese Früh sagt, nee, keiner Herr. Keiner hat mich verdammt. Dann sagt Jesus, weißt du was, ich wurde dir nicht verdammt. Gehen sie nicht mehr. Und ich dachte, man, was für ein Bild haben wir von Gnade? Wo ist Gott so gut zu uns? Gott verlässt uns never. Krijg nou, wo und was von Leben wir leben dann? Jesus ist reut, rauf zu kommen und sagen, ich wurde nicht verdammt. Ich wurde Gnade geben. Ich wurde Gnade bewiesen. Wenn Jesus Christus nicht verdammt hat, wenn er Gnade hat, wer sind du und ich? Dass wir werden anderen verdammt. Ich weiß, wir sind säuerlich reut. Wenn wir mit Dingen arbeiten, und ich weiß, ich habe für Jahre ein Zentrum geschaffen, in andere Kasses, wo ich mit gedealt habe, dann, wir sind nicht das, dann wir sagen, weil ich kann nur 6 Monate, je braucht diese Person zu halten, und dort sitzt die kämpft bloß nicht wieder, ich gebe bloß ab. Und ich will sagen, bei Jesus ist nicht so ein Ding, ich bloß mal abgeben, dann muss sein, dass dann waren Dinge andere. Jesus gibt never ab. Jesus ist uns gut, Jesus läuft uns. Und Jesus ist nicht, wenn wir gefehlt haben, Camp herauf und sagt, oh, was nicht hast, war gefehlt, nicht best war an Sinn gefallen. Nur Jesus sagt, wenn du best an Sinn gefallen, wenn du best drauf gekommen, ich kann wahrlich mich für einen Stuhl zu bieten, und die sollen die Rüte halten, wegen ich habe genug für ihn leben. Aber wir sind geneigt. Ich hatte ihn nur ein Zentrum gehabt. Und das ist nur zum 3. Mal durch, und das sitzt er nicht geändert. Aber ich habe ihn nur 6 Mal mit in die Kirche genommen, aber ich habe ihn nur 6 Mal gesagt, dass du das nicht existiert. Was immer das muss sein, aber dann, wir wollen abgeben, wir sagen, das schafft nicht länger, als es steht. Aber Jesus sagt, ich will nicht abgeben mit dir. Ich will, wo immer du bist, krieg noch, wie viel Mal du gefehlt hast, ich will nicht abgeben mit dir. Ich weiß nicht, was wieder passiert mit der Frau, aber einiges weiß ich. Jesus verdammt ihn nicht. Wir werden gleich zu verdammen, aber Jesus sagt, dort nicht. Dort nicht. Wenn du es hoop nicht, du es Gnade. Weißt du, wenn die Gnade mich kann raten, wenn Gott mich kann raten, wenn Gott mich kann brücken, dann war er ganz nervig, er kann die brücken, er kann die Brücken, wo die sagst, no, mit dem Wort nicht schaffen, er kann die Brücken, er kann die raten, wegen Gottes allmächtig in seine Gnade ist da. Ich denke an eine Geschichte, nicht bloß eine Geschichte, aber eine wirkliche Geschichte, was du in Texas passieren wird. Das Prediger in der Kirche, er predigt, er hilft, dass die Leute an Jesus annehmen, dann kommt das so früh, was du nicht hören früh ist. Sie kamen nach Fern und das Pastor sagt, Jesus wollte von der anschauen. Er sagte früh, ich bin der erste Sender, was du jemals auf euch geschieht. Das Pastor sagt, und heißt der Basta, um die anschauen. Wenn sie so früh getauft worden hat, wenn sie in Mutter rauskommen, dann sagt sie, ich fühle so rein. Ich fühle so rein. Und ich dachte bloß, es ist dort nicht ein Bild von Gnade. Hier ist jemand, der sagt, ich bin der geradste Sender. Jesus ist der Bastard in die Anschauen. Sie kommen mit Mutter und sie sagt, ich fühle so rein. Dort ist Gnade. Dort ist, wo Gnade eine Gelegenheit kriegen, dort eine Person zu schaffen. Nicht bloß dort, diese Freude war es wieder. Sie losen Gott sein Wort und sie sagen, das Leben, was sie bei dir gelebt haben, sie werden was du ein Teil aufgehört hast. Ein Tag fuhren sie ihren Pastor ab und sie sagen, hey Pastor, ich will nicht so überkommen. Dort ich habe ja so gelesen, dort, wo heute aufgehört haben, es war ich down. Und das Pastor fährt daheim und sie vernichten ihre aufgehört, und so war es das früh wieder. Weil ich dachte, das ist ein Bild von meinem Leben. Wenn Jesus mir anschauen wird, habe ich die Basta, was mir anschauen kann. Habe ich die Basta, was mir reinmerken kann. Weil da fällt sich so rein, da fällt sich so gut. Nur, dass wir können weiten, dass Jesus auf uns einnommt. Jesus hat uns nicht verdammt, und habe wir da.
So alles wat ek van die wil te die zijn, naar die wil zijn, geef genade in je gelegenheid. Geef niet op aan die leven wo du bist. We haben zoveel, einmal blijven we haben zoveel Ursache zum Abgeben. Ich will die von dir bloß sagen, wir haben nicht wirklich Ursache zum Abgeben. Wir haben null Ursache zum Pferdeweich gehen. Wo wir deinen Gott, der allmächtig ist, wir deinen Gott, der allweitend ist, wir deinen Gott, was du dein Leben kann, und was du sagst, dort ich sein für die, ich will die halten, ich will mit die gehen, und ich will bei die gehen, ich will die niemals verloren am Leben. Weißt du, wann du weitend ist, dass du wirklich an Genot leben ist? Dort ist, wenn die Diener sind, mehr bodern dort, als die Nächsten sind. Weißt du, wann du weißt, dass du rein bist, und dass du heilig bist, und dass du gut bist? Dort ist, wenn du wirklich alle reich haben, in anderen zu verdammen. Die haben Arrecht getan, und du bist reich, und du hast Arrecht. Und die dann sagen, das, ich war nicht. Dort ist ein Sein, dass du ein wahrer Christ bist, dass du wirklich du bist. Aber das ist einmal ist es so leicht, dass wir bloß mitgehen mit der Welt. Aber Titus Kapitel 2,12 sagt, du nicht, die nur lehrt uns, dass wir sollen das nicht tun. Wir sollen nicht den Weg gehen. Weil die Bibel sagt uns, David wird ein Mann, der nur Gott sein hat. Und andere wird, dass wir einer, der Gott sein hat, heran wird. Der will so sein, als was Gott wird. Und Gott kijkt drauf und er sagt, dit is een man, een hart, naar mijn hart. En ik geloof, ik weet waarom hij dat zijn deed. Want je David, wie König am Land, hij had alle kracht, hij had alle macht, hij kon actually doen wat hij wil doen. Hij had het kunnen doen. Maar we zijn immer waar, David had een hart wat hij zei, ik wil niet. Hij veel mal, maar immer waar ik hem met trainen, hij deed boos en hij zei, ik wil niet. We vingen in 2 Samuel Kapitel 9, du hast die Geschichte, dass David als auf dem Thron am jeder Schein hat die Kraft zu tun, was er will. Und er kijkt rum und er fragt, wem würde ich kein Geld tun? Und er fragt, ist da irgendwer noch von Saul sie nur kommen? Und er fängt das eine Person, er fängt das ein Jung, wo du noch nicht vernichtet hast, was Jonathan sein Sehen ist. Und die Bibel sagt uns, er ist ein Jung, der kreblich ist. Weil David hat können, das vernichten, dass du kein Sturm mehr von der wird. Er heute macht, er wird eine Autorität da tun, aber er sagt, ich war nicht. Er lädt den Raupen. Und er sagt, komm nur mit, komm da hin. Und das Jung, der wird kreblich, probiert ging, auf Kreiten oder vielleicht im Walk. Ich weiß nicht, wo er gehen wird. Und wenn er David in Haus kommt, dann merkt die im Bild. David ist am Palast, er sitzt am Tisch, er sitzt auf dem Thron und hat alle Macht. Weil das Jung wisst, wenn der König will, er kann mich vernichten, wenn er hat die Autorität zu tun. Aber David sagt, ich war nicht. Und du hast in Haus, wenn wir sein tun, David seine Sehens, dass wir sehen, der war sehr hoch angesehen. Wie die Bibel sagt uns in 2 Samuel 14, dort Absalom wird ein von den schmacksten, ein von den besten Sehensworten werden. Die preußische Bibel sagt, von unserer Volk bei Buben, der Lied luften am, er wird bloß wunderbar erscheinen, er hat seine lange Haare, und er wird bloß wunderschein. Und er ist durch den Stuhl, er ist um den Dash von dem König. Nicht bloß die Bibel sagt uns, David hat eine Tochter, wo du eine sehr schmacke Tochter wird, der wird um Dash. Nicht bloß dort, Samuel wird um Dash, der Mann, wo der ganz Beste wird, wenn die eine Antwort fehlen wird, wenn die Rot fehlen wird, Gunnar Samuel, und der hat eine Antwort, wenn die Bibel sagt, dann wird der beste Mann, der dann gelebt hat, bitte Jesus Christus. Und hier kommt Methuselah, das Junge, was ganz kreblich ist, er kommt hinein. Und in 2 Samuel Kapitel 9, Vers 7 sagt er, und David sagte ihm, komm, seid bei mir um das. Woher könnt sagen, gut weich von mir, ich will die nicht sein, ich will die vernichten. Sagt er, komm und seid bei mir um das. Ist doch nicht das selbe Bild, was Jesus steht für uns? Jesus hat diese früh vernichten. Weil er sagt, ich will nicht. Er sagt, ich will die nicht verdammen. Und ich glaube, das ist, wo Gott raufkickt und er sagt, das ist, was von Hort ich segnen darf. Das ist, was von der, wo ich will haben, und wir sollen genug mitwiesen mit unseren Nächsten. Wo wir können, wo wir das reich würden haben, wir aber würden sagen, ich will nicht.
wen ik heb genoeg. Ik weet niet waar u van jou bent. Ik weet niet met wat u kampen is, maar wat ik die wil maken, wat ik die wil zijn. En ik schrijf me hier een lange rij dingen op. Ik zat gisteren doen en ik zei, hoeveel dat we genoeg naar je leen het geven. Wat je veel dat we je leen het geven, dat we wiederkomen kunnen in ons leven. En daar van ons, God heeft ons geroepen, omdat we zo'n een ministerie doen, dat we zo'n goede dingen doen. Ik weet, Hermano Isaac heeft in de roep dat als missionero. En ik wil niet bloos zeggen, go wieder, wanneer dingen worden schwer komen, wanneer dingen worden schwer zijn. Denk dan, God is niet genoeg, als du genoeg naar je leen hebt, geef niemand op. Ik weet, veel anderen zijn geroepen, dat je zelf vielleicht eine schuld doen. En waar mij geen roep is, en ik wil zeggen, geef niet op. Gut door. Sieh dir den Unterschied, wenn du weißt nicht, was du können sein. Wenn die Bibel sagt, dann sagt, wir sollen Gott, wir sollen rückgehen, wir sollen mitmachen, wir sollen das Lied sagen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir genug haben mit dem, was du nicht, die sich verdient haben bei uns, aber wenn wir dir genug bewiesen. Irgendwo ich und denken, dass ich kickt drum in unserer Umgebung. Und ich sage, wo viele haben, nicht mehr an das Leben tun. Sie haben nicht mehr genug einer für den anderen. Ich weiß, dass mein Dorf sind seine Familie. Ich weiß, dass mein Dorf, wo ich abgewachsen bin, durch ein Jungen, wo die Mehrheit von uns sagen, wir haben abgegeben mit ihm. Wir haben so lange am Prof gehalten. Wir haben viel Geld in am Land gespannt, damit er so mal geraten wird, er mal so frei werden von den Dingen, wo er gebunden ist. Wir würden gleich abgeben und sagen, was soll es durch mit dir, du hast nicht mal Hoffnung für ihn. Aber die Bibel sagt uns immer, gib nicht ab. Gib nicht ab für so eine Person. Sieh du verehrt. Weil ich nicht treffen, wo ich komme, denn ich komme von einer Familie, wo du nicht in Not leben darfst. Jetzt ist durch eine schwere Zeit. Gib die Not nicht Gelegenheit. Gib nicht ab. Vielleicht soll die Eltern mal genug haben und die nicht hängen. Kinder jene Eltern. Ehepartner jene Ehepartner. Hat genug. Lebt an genug. Verdammt ihn nicht. Weil ihr das Haupt nicht, wenn wir uns wollen, verdammt einer den anderen. Und wir dem wollen sagen, Hassel war das getan, Hassel war das getan. Weil ihr der Unterschied ist, wenn der Heilige Geist uns Mund hat, oder wenn so uns verdammt hat, der Geist Gottes sagt, ich wollte dir das auch getan, aber gib mal durch das Kreuz. Gib mal durch genug. So tun kann man sagen, gib mal die Hassel war gefüllt, die besten Jahre war drei und Drogas bin, die besten Jahre war an der Salz sind, wo die Eier bin wirst, du hast keine Hoffnung, du hast nichts für die, das wird so tun uns haben verdammt. Aber Jesus kam und sagt, ich wollte dir das gefüllt, aber ich bin wahrlich war raufgekommen, um die Leute zu halten, wenn ich war die nicht verdammt, ich habe genug für die. Und das ist mein Verlangen, mein Gebet, dass wir das wollen tun, einer mit den anderen, dass wir wollen genug haben. Als Kirche, dass wir wollen genug haben, einer mit den anderen. Dass wir nicht wollen, kommt verdammt. Aber wir wollen, wir haben, die wollen abbiegen, dass wir wollen, wir haben, die wollen Hoffnung bringen, dass wir wollen, wir haben, die wollen Mut geben. Und dass wir niemand wollen abgeben. Wenn Gott sie nicht nur, gibt nicht ab an uns. Woran wird die abgeben? Darf nicht abgeben. Ich glaube, dass wir wollen abstehen und wenn wir vor Gott kommen, kann ihn Hort nicht, aber Gott kann ihn Hort. Und er weiß, wo die das fehlen. Er weiß, wo die genug fehlen. Und ich will lieber das Frauen von dir, gib genug die Gelegenheit, sodass er kann die Unterschied mehr anbieten. Komm bloß vor Gott und sagen, wo die fehlen. Und ich vertraue, dass er wird die geben. Er wird die antworten. Er sagt, fragt, und ich will ihn geben. Er sagt, all die, was wir schwer beluden sind, wir sollen ankommen, er wird uns erquicken, wie in der Testimony, wo Gott es getan hat. Und er will es tun für dich. Wenn du noch nicht diesen Frieden hast von Gott, für das Gott hat auch zum Namen kommen und sagen, Jesus, ich will diesen Frieden. Nimm an dein Wort. Und denk dann, dass Gott will die raten, Gott will die Hand, die so im Leben haben, was du glücklich hast, im Leben haben, was du schein geht, im Leben haben, was du Zukunft auf. Die Gnade ist nur, Jesus ist nur, und er will dir geben.
Jesus, wir kommen vor dich von dir und wir sagen dir Dank, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du nicht abgeben lässt an uns. Und Herr, ich danke dir, dass du uns helfen lässt. Ich danke dir, dass du uns segnen lässt. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich freue mich, dass du das wirst segnen, Jesus. Herr, ich danke dir für jeden, der da rausgekommen ist. Und ich will bloß einen besonderen Segen haben. Herr, ich bete, dass du mir was lehren und ich will in Genot wandeln. Und ich will Genot eine Gelegenheit geben. Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Herr, ich bete, dass du kreiden, dass du was Frieden geben, wo du Frieden fühlen lässt. Herr, ich bete, dass du Heilung was, wo du Heilung fühlen lässt. Herr, ich bete, dass du was vergeben, wo du Vergebung fühlen lässt. Herr, ich bete, dass du was Kraft geben, wo du Kraft fühlen lässt. Herr, ich bete, dass du was Mut geben, wo du Mut fühlen lässt. Herr, ich bete, dass du was Hoffnung geben, wo du Hoffnung fühlen lässt. Oh, danke schön, Jesus, für das Dank. Wir loben dich und wir preisen dich.